Grüß euch Gott, ihr Radlertrinker. Ha. So, wie versprochen, das Fragen- und Antworten-Video. Wundert euch nicht, warum ich nicht jetzt alles in einem Video bespreche. Ich werde das aufteilen, kann man sagen, in so einer Art Serie. Wie ich es nennen werde, weiß ich noch nicht. Das seht ihr aber dann im Videotitel. Gut, haben wir alles? Dann fangen wir mit dem ersten einmal an. Der Marius fragt, was hältst du eigentlich persönlich von Leuten, die Hochdeutsch sprechen? Hashtag, das ist nicht geil zu fix. Ja, so kann man das jetzt auch nicht unterstützen, aber mein Gott, Hochdeutsch ist auch irgendwo ein Dialekt und die Leute können ja auch nichts dafür, dass komisch reden. Na Schmarrn, im Endeffekt kann man von Leuten eigentlich nur was halten, wenn man es halt kennt oder halt kennenlernt, was weiß ich. Aber ich darf jetzt einmal sagen, ich darf mich mit einem verstehen, also wenn er Dialekt redet, als wie würde er mit mir so reden, das könnte ich nicht. Und die nächste Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, den ganzen geilen Schmarrn zu machen? Schmarrn? Das ist ja Kunst! Na, ihr müsst wissen, das ist alles nicht so improvisiert, was in die Videos so vorkommt. Das sind schon teilweise Situationen, ja, aus dem Leben gegriffen, kann man sagen, aber gut, in einen Garten reingeschissen habe ich jetzt noch nicht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch geschehen, sagt man immer so schön. Aber ja, wie das alles damit angefangen hat, kann ich selber jetzt gar nicht sagen. Das allererste Video war das Spongebob, wo sie in der Bar zusaufen. Das ist auch schon 4 Jahre wieder her. Das war eine spontane Idee, weißt du schon. Ich war schon immer klar, dass die Serie von Besuchern geschrieben hat sein müssen. Sonst darf das ja gar nicht dazu passen. Ja. Tomato HD, cooler Name. Servus, du, woher kommst du eigentlich? Weil der Dialekt ist ein bisschen ein anderer, wie wir ihn sprechen. Ja, wo ich jetzt genau herkomme, kann ich jetzt schlecht sagen. Aber ich sag jetzt einmal in dem Raum Richtung Umgebung Ingolstadt. Ja, die Schiene. Bin aber kein Ingolstadt-Fan. Auch wenn's RB weggehauen haben, aber bin kein Ingolstadt-Fan. Warum sollte man nackert schlafen? Ja, weil es einfach geil ist, oder nicht? Ich schätze mal, das wird YouTube Slinny heißen, sagt, Servus, kannst du mal ein Tutorial machen über Schneemass? Das war eine Sache. Ja, werde ich machen, nicht nur über Schneemass, sondern über andere Dinge. Sagen wir so, das ist noch ein bisschen geheim, was da kommt. Aber schon so viel, es kann der kleine, sagen wir mal vorsichtig, Kochserie werden. Ja, das sieht sie dann einfach schon. Also, Schneemaus kommt auf jeden Fall. Markus Fischer, Video vom Weizen einschenken war der Sach. Aui, ja. Es gibt ein Weizen-Einschenk-Tutorial, glaube ich schon. Da muss ich jetzt nicht unbedingt meinen Beitrag dazugeben. Dann fragt der Erik Weigel, magst du Eristoff Lemon oder eher Red? Ob ich jetzt Red mag oder Blue oder Weiß, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist eher so ein Wodka-Lemon-Verschnitt, gell? Ja, geht schon. Also ich darf mir jetzt nicht reinlegen, aber gut, das schon down. Der Gecko fragt mich allen Ernstes, kann man dir mal eine Gorsige ausgeben? In Klammern für 4,50 €, versteht sie. Jederzeit, mir war es ja wurscht, wenn dir die 8 € kosten hat. Ausgeben ist ausgeben. Der Hieronymus Clarkson. Was hörst du für Musik an? Ach du Scheiße. Schwierig, alles mögliche. Bis auf jetzt zu harten Rap oder Hip-Hop, eigentlich alles. War mir wurscht. Der Moritz Haddl, bei uns heißt die Gasmaß mit Ohr ja Vitaminmaß. Wenn mir das was sagt, jetzt, also bis jetzt noch nicht, habe ich noch nie gehört. Aber ist ja lustig Umschreibung, wenn man sagt, gestern wieder 5 Vitaminmaßen gehabt, da wird jeder sagen, endlich mal gesund ernährt. Hut ab. Aber ich werde es mir merken. Im Endeffekt, ja okay, oder man kann da eigentlich sagen, ein Eiweißmaß. Für die Sportler. Ich werde es mir merken auf jeden Fall. Danke für den Tipp. Weizen oder Weinschorle, ja. Fast in die Hosen geschissen. Du fragst ja auch nicht, keine Ahnung. Schweinehaxen oder Gurkensalat. Also die Antwort versteht sich hoffentlich, oder? By Crazy fragt, darf ich mal dein Gefries singen?
Ja, das haben mir auch schon ein paar Leute geschrieben, ich soll mir doch gefälligst einmal zeigen, aber, also nicht, dass ich es nie vorgehabt hätte, aber dafür brauche ich erstens eine gescheite Kamera, zweitens irgendeine Idee, was ich vor der Kamera machen will. Aber mal schauen, so, haben wir noch Zeit. Der Santino fragt, machst mal wieder Spongebob auf Bayerisch? Logisch, das wird auch nie aufhören, bis heute die Serie irgendwann einmal keine Folgen mehr hat. Aber ich glaube, das gibt es mittlerweile, 8 neue Staffeln oder so, keine Ahnung. Also, da wird noch einiges an Spongebob Bayerisch kommen. Bis wir mal vielleicht eine ganze Serie lang machen lassen. Aber ich glaube, da haben die Macher was dagegen. Gut, ich hätte jetzt einmal gesagt, das war's fürs Erste. Das waren jetzt, glaube ich, 13, 14 oder so Kommentare, keine Ahnung. Seid mir nicht böse, ich habe das zum allerersten Mal gemacht. Also, falls ihr noch irgendwas sagen könnt, wie hey, mach's mal so oder so, jederzeit gern. Bin ja da quasi nur Anfänger, kann man sagen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie taugt. Ihr könnt nur mal fragen, was ihr wollt, und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Schmarrn, hätte ich gesagt. Mir fällt gewiss was ein. Also, fickt euch.